Apocalypse. Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Sniper Elite 4. Wir sind hier jetzt in dem Startbildschirm. Wir wollen nämlich die Kampagne fortsetzen. Wir waren ja letztes Mal in der Favela, also in Ding unterwegs, in der einen Stadt, wo wir Informationen bekommen haben zwecks generellen Sachen. Und wir sind jetzt hier in die Bituk Religiono. Das ist unsere nächste Mission. Das tödliche Eisenbahngeschütz befindet sich auf einem Viadukt und stellt eine Bedrohung für die Einheiten der Partisanen sowie für etwaige Streitkräfte der Alliierten dar. Die Partisanen möchten, dass du das Eisenbahngeschütz neutralisierst. Wie bleibt dir überlassen. Darüber hinaus verlangt der britische Geheimdienst, dass du Nachforschungen zu einem abgestürzten Aufklärungsflugzeug durchführst, bevor den Nazis seine Aufnahmen in die Hände fallen. Gut, dann werden wir uns mal ausrüsten. Wir nehmen Schussverfolgung schalten. Waffen-Upgrade noch nicht freigeschalten. Wollen wir die Waffe kaufen? Die hat auf jeden Fall. Wie viel Munition hatten die? 10. Maximalgewehr, Repetiergewehr. Unhaltbares Repetiergewehr. Lecker. Warum geht das nicht? Ah, okay, wir müssen die erst einmal freischalten, okay. Rückstoßdämpfer. Wir probieren, glaube ich, das mal mit dem Halbautomatikgewehr aus. Skins, haben wir da irgendwas? Natürlich nicht, wie gesagt. Upgrades haben wir noch nicht, okay. Machen wir wieder Alpha. Irgendwas Neues, Halbautomatik oder den Thompson. Wir nehmen die Halbautomatik und die Pistole. Das ist die Dann haben wir hier einmal Verbandskasten, Unterschallmunition, Gewehr, Pistole, Gewehr. Das passt, Charakter auswählen. Bereiche Level 3. So. Haben wir noch irgendwelche Fähigkeiten? Ne, Level 20 sind wir noch nicht. Freie Schusslinie. Dann starten wir mal die Mission. Bis gleich. Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass jetzt eine Einleitung kommt, so eine kleine, aber Der Scharfschütze. Mein Name ist Lucio. Ja, Lucio, aus der alten Burgruine. Der Engel hat euch rechtzeitig gerettet. Ja, das hat sie. Sie ist ein barmherziger Engel, hm?
Naja, eher ein Racheengel, wenn ich mir die Anzahl der getöteten Faschisten so ansehe. Mag sein, aber sie tötet nur böse Männer, hm? Und, was ist mit Ihnen? Töten Sie auch nur die Bösen? Aber ja doch. Reden wir mal mit ihr. Sie haben mich schnell an der Burg gefunden. War das ein Test? Ob ich Ihrer Sache verpflichtet bin? Unsere Leute sollten hingerichtet werden. In der Vergangenheit war nicht immer Verlass auf die Alliierten. Ist es das, was Sie wollen? Sie testen. Probieren Sie's. Na gut. Ein Eisenbahngeschütz steht am Viadukt. Es hat viele unserer Leute getötet. Und wenn die Alliierten kommen, wird es auch viele ihrer Leute töten. Warum haben Sie es nicht selbst außer Gefecht gesetzt? Betrachten Sie es als Herausforderung. Die nehme ich mir natürlich an, meine Kollegin. Karl, Sie haben ein Englein gehört. So ist es. Passen Sie auf. Ich habe einen Informanten namens Dorfmann. Weit oben in der Nazi-Hierarchie. Kann man ihm trauen? Nun, bisher war er stets eine verlässliche Quelle. Angeblich gibt es ein größeres Munitionsdepot in der Nähe des Viadukts. Und Sie wollen, dass ich es zerstöre? Da fragen Sie noch? Das hört sich ja mal. Dann gehen wir mal ans Funkgerät. Rotfuchs an Mutterhenne. Rotfuchs an Mutterhenne. Verstanden, Rotfuchs. Amerikanischer Aufklärer über Regilino abgestürzt. Konstruktion streng geheim. Unbedingt Piloten samt Luftaufnahmen finden. Außerdem Flugzeugwrack zerstören. Ende. Hab verstanden. Ende. Habe ich auch verstanden, Mutterhenne. Also dann gehen wir mal nach unten. Mission starten. Also man hört sich hier vergeblich Ich muss keine... irgendwie an dieses Eisenbahngeschütz rankommen. Los, wie? Ich bin fast gerade am Überlegen. Jägertruppen. Böhm geht kein Risiko. Das ist laut genug, um meine Schüsse zu tarnen. Ich bin gerade mal überlegen, Leute. Mal schnell die Halbauto, also die Dings einlade und versuche mal die rüberzukommen. Natürlich nicht.
Ja, okay. Wie gesehen, wir haben gerade mal einen bloß getötet dadurch. Also würde ich jetzt auch mal nicht sagen wollen, dass ich gut bin hier gerade. Also ich bin natürlich der Beste, wie gesagt. Aber ich glaube, ich bin jetzt das erste Mal dafür da, dass wir erstmal die kleinen Fische aus dem Wasser ziehen. Und zwar werden wir wie folgt vorgehen. Wir werden als erstes hier den Kontrollpunkt sichern. Dann werden wir hier den Kontrollpunkt sichern, hier die 2 Kontrollpunkte zerstören, mit dem Wagen zerstören, hier die Sprengladung platzieren und dann werden wir Piloten finden, Flugzeug ausfindig machen. Ich werde erstmal hier das kompletten Bereich clearen und dann werden wir hier wieder zurückkommen. Werden hier erstmal das Flugzeug ausmachen, hier dann den Piloten finden. Dann werden wir hier rum wieder durch oder hier rum wieder durch. An den Kontrollpunkten hier vorbei, den hier werden wir auch platzieren und dann werden wir hier zuschlagen beim Hauptdepot. Also, voran. Da hinten ist er. Nee, das ist da ist doch eine Hand. Was ist das denn? Ich muss mich um den Kontrollpunkt kümmern. Finden Sie heraus, was da war, Gefreiter! Zu Befehl.
Herr General. Was war das? Waren bloß ein paar Vögel. Keine Sorge, ich beschütze euch vor ihnen. Ihr bewegt euch doch nicht. Da fehlt doch einer, verdammt! Wo ist der hin? Eine Leiche! Ähm. So, jetzt haben wir den schon mal ausgeschaltet. Jetzt Mehr werden wir finde ich nicht. vorrücken. Vorrücken zu den anderen zweien. Und dann werden wir den Kontrollpunkt für diese Folge jetzt auch noch auseinandernehmen. Ist bloß jetzt die Frage, hier in der Nähe. Komm mal hoch. Minium.
habe wohl alles Verwendbare eingesackt. Es sind halt viele solche Leute da hinten. Und jetzt ja gerade am Überlegen muss. Nanu, Da hinten ist auch noch eine mit dem Barbaren. was zum... Geht in Deckung! Ich sollte die Position verteidigen. Ich bin dir auf der Spur, Deckschützer. Weg! Findet ihn! Ausschwärmen! Natürlich, sofort! Los, lassen wir uns den Mistkerl! Stein zweimal um! Sicher ihn! Weiter! Er ist hier irgendwo! Alles klar! Eine Deckung! Kämpfer einziehen, Männer! Ja, ist klar. Ein Geräusch. Oh mein Gott, ey.
Geräusch? Hat sich was bewegt? Ja, ich glaub, du hast recht. Ja. Leiche ist noch warm. Meine bescheuerte Art zu sterben. Eine bescheuerte Art zu sterben. Hm. Hört da was? Hast du was gehört? Gut, das wird es den Nazis ein wenig schwerer machen. So, und jetzt, meine Freunde, ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag, einen schönen Montagnachmittag. Und ich würde sagen, mit dieser Ausblick würde ich mich von euch verabschieden. Bis zum nächsten Mal bei Sniper Elite. Ich bin der Domenico Sniper, also schaltet wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Servus.